Haut um Montag von der 2. Oktavwoche begrüßen ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. Am Kader von der Muttergottesoktav, die dieses Jahr unter dem Thema steht, zusammen Kirchsinn, überdrohe mir von heute Pontifikalandacht. Sie wird präsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Anfang sagen wir die Lauretanische Litanei Cappucinorum, Kompendium 455. Bei der Aussetzung Invisible aux Trois Lumières, die Regina Coeli Magnificat 574. Beim sakramentalen Segen den Tantum Ergo ob Melodie von Deinem Heiland, Kompendium 189. Und als Schlusslied, wie unsere Väter flehten, Magnificat 886. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti ob der klassischen Orgel Pange Lingua 5. Ton von Pablo Bruna. Kantor ist den Herr Marc Dostat, Dirigent für der Metris von der Kathedrale. Thema von der heutigen Predigt ist Pro animabus vestris für Seelen, wo besprochen von Monseigneur Joseph Philippe. Mater in temerata
Mater amabilis, ora pro nobis. Mater admirabilis, ora pro nobis. Mater boni consilii, ora pro nobis. Mater creatoris, ora pro nobis. Mater salvatoris, ora pro nobis. Virgo prudentissima, ora pro nobis. Virgo veneranda, ora pro nobis. Virgo predicanda, ora pro nobis. Virgo potens, ora pro nobis. Virgo clemens, ora pro nobis. Virgo fidelis, ora pro nobis. Speculum justitiae, ora pro nobis. Sede sapientiae, ora pro nobis. Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis. Va spirituale, ora pro nobis. Vas honorabile, ora pro nobis. Vas insigne devotionis, ora pro nobis. Rosa mystica, ora pro nobis. Toris Davidica, ora pro nobis. Toris eburnea, ora pro nobis. Domus aurea, ora pro nobis. Federis arca, ora pro nobis. Janua celi, ora pro nobis. Stella matutina, ora pro nobis. Salus infirmorum, ora pro nobis. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, ora pro
consolatrix afflictorum, ora pro nobis, consolatrix afflictorum, ora pro nobis, auxilium Christianorum, ora pro nobis, Regina Angelorum, ora pro nobis, Regina Patriarcharum, ora pro nobis, Regina Prophetarum, ora pro nobis, Regina Apostolorum, ora pro nobis, Regina Martyrum, ora pro nobis, Regina Confessorum, ora pro nobis, Regina Virginum, ora pro nobis, Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis, Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis, Regina in caelum assumpta, ora pro nobis, Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis, Regina Familiae, ora pro nobis, Regina Pacis, ora pro nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. Lasset uns beten. Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, dein Sohn hat am Kreuz die selige Jungfrau Maria, seine Mutter, auch uns zur Mutter gegeben. Höre auf die Fürsprache unserer Schutzpatronin und schenke uns in allen Nöten deinen Trost und deine Hilfe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Durch ihn lasst uns Gott alle Zeit das Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und vernachlässigt nicht die Gemeinschaft, denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Gehorcht euren Vorstehern und ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen über eure Seelen und müssen Rechenschaft darüber ablegen. Sie sollen das mit Freude tun, nicht mit Seufzen, denn das wäre zu eurem Schaden. Wort des lebendigen Gottes. Herr Erzbischof, Herr Weihbischof, lief leid alle Guten, die dir mit Eis durch die Medien an am Gebiet verbunden sind. Pro animabus vestris, für Seelen. Also feierten Diözesanbischof, der Monseigneur Joseph Philipp, hat sich diesen Satz als Bischofsdevies gewählt. Es stammt aus dem 13. Kapitel vom Hebräerbrief. Da steht, wir haben es gerade an der Lesung hören, die Vorsteher wachen über eure Seelen. Eine moderne Übersetzung, Bibel, gute Nachricht, formuliert es mehr verständlich. Die Aufgabe der Gemeindeleiter ist es, über euch zu wachen. Da macht es klar, die Aufgabe von den Vorsteher ist, oppassen, dass kein verloren geht, aufmerksam sein, Verantwortung drohen über die einem vertraut sind. Ich kann mir vorstellen, dass der Monseigneur Philipp diesen Vers aus dem Hebräerbrief nicht ohne Grund über sein Episkopat gesagt hat. Wie hier 1935 Bischof von Lützeburg gauf, da sind auf der anderen Muselseite schon steichter Wolken abgezogen. An den 10. Mai 1940, gestern für genau 80 Jahre, sollten des Wolken Lützeburg erreichen. Deutsche Truppen sind anmarschiert und haben das Land überfallen. Für 5 Jahre soll das Heimisch an als Kirche unter dem Terror von Nazi-Deutschland zu leiden haben. Dem verantwortungsvollen, vorsichtigen Handeln von Monseigneur Philipp war es zu verdanken, dass das religiös-kirchliche Leben, das an den Christjahren nimmer an angeschränktem Moos funktioniert hat, nicht total in der Trieder kam. Pro animabus vestris, für Seelen. Der Bischof Philipp hat seiner Devis all eher gemacht und hat über die ihm vertrauten Herd Wurst gehalten. Vielleicht, wenn wir zusammen Kirchwille sind, da kommen wir an dieser Zeit nicht der Landst, die Satz, die Bischofsdevies, mehr breit zu fächern. Die Aufgabe, für das Wohl der Menschen zu sorgen, dürfen wir nicht mehr als ein aktueller Vorsteher, sie wird Bischof, Priester oder anderen an der Seelsorge Verantwortlichen überlassen. Als Kirche drohen wir alle Guten Verantwortung, ein für den anderen,
a für uns Matmenschen. Ich betone bewusst für uns Matmenschen, an nicht lang für uns Matchristen. Wir haben die große Chance, an einem Land zu leben, wo es biselo noch ziemlich friedlich zugegangen ist und zugeht. Gucken wir aber über uns kleine Grenzen raus, über diese kleinen lützeburgischen Tellerrand, da sieht es rundherum uns nicht rosig aus. Und die europäischen Politiker, nach den mehreren Jahren vom Zweiten Weltkrieg, mit alle Kräfte Vorsicht, all Feindschaften zu überwinden, Grenzen aufzubauen und Gemeinsamkeiten zu stärken, so was heute das Projekt von der europäischen Einigung neue Spannungen ausgesät. Viele Memberstaaten gucken just nach, ob ihr eigen Interesse, fängen an, sich aufzuschotten und machen hier anfänglich Drohung, die EU zu verlassen, sogar wahr. Der Brexit, an Verhalten beim Abholen von Flüchtlingen oder auch an der Corona-Krise weisen als das deutlich. Es sind politisch unruhige Zeiten. Und damit ist nicht genug. Als ganze Welt scheint instabil zu sein. Praktisch kein Tag vergeht ohne Bilder an Nachrichten von Gewalt und Terror. Auf viele Plätzen schlummern unter der gesellschaftlichen Oberfläche rechtsextremistisch und nationalistische Tendenzen. Erschreckend Aussagen und fragwürdige Auffassungen verschaffen sich los Gehör und implantieren sich als gesellschaftsfähig an der politischen Landschaft. Antisemitismus fängt auch nicht an, sich breit zu machen. Den Holocaust wird verharmlost, schlimmer noch, als historisch unwürdig dargestellt. Menschenrechte und Meinungsfreiheit die vielfach mit Fäß getrippelt. Diskrimination aufgrund von Hautfarbe, Origin, Religion oder Lebensbedingungen, wie auch Rassismus holen zu, am realen Leben wie auch am virtuellen. Es brauche just verschiedene Kommentare auf die sozialen Netzwerke zu lesen. Da könnt ihr und schudern. Wir aus den Erfahrungen vom Zweiten Weltkrieg, 75 Jahre nach seinem Ende, nicht beigelehrt. Das alles darf uns als Kirche und als Christen nicht karlosen. Schließlich geht es bei all dem immer um Menschen. Und hier stehen wir an der Verantwortung. Pro animabus vestris. Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität dürfen kein Floskel bleiben. Sie fordern also konkreten Ersatz. Oder wie der Papst Franziskus es als seiner Botschaft hier der Weltfriedenstag von diesem Jahr formuliert wird: Die Welt braucht keine leeren Worte, sondern glaubwürdige Zeugen, Handwerker des Friedens. Vielleicht auch gesellschaftspolitische Plan kommen wir als Kirche nicht erlernt, als Verantwortung zu überholen und als für das Wohl von den Mitmenschen anzusetzen. Gerade da, wo es den Mensch, sein menschlich Würde und Werte geht, müssen wir als kirchliche Positionen Gehör verschaffen. Si nous nous taisons, les pierres crieront. Après avoir commencé à détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre humanité? Qui osera élever la voix?
fried den Erzbischof von Paris, de Monseigneur Michel Aupetit. A weiter, comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de l'écologie pour la planète, le soit si peu quand il s'agit de l'humanité? Auftreibung, Embryonenforschung oder Euthanasie sind kein abstrakt just medizinisch Themen. Auch hier geht es konkret den Mensch an menschliches Leben. Es gilt dem nur noch immer, was der heilige Papst Jean-Paul II. 1995 in seiner Enzyklika Evangelium Vitae geschrieben hat. Jeder Mensch ist aufgrund des Geheimnisses vom fleischgewordenen Wort Gottes der mütterlichen Sorge der Kirche anvertraut. Darum muss jede Bedrohung der Würde und des Lebens des Menschen eine Reaktion im Herzen der Kirche auslösen. Sie muss sie im Zentrum ihres Glaubens an die erlösende Menschwerdung des Gottessohnes treffen. Sie muss sie mit einbeziehen in ihren Auftrag, in der ganzen Welt und allen Geschöpfen das Evangelium vom Leben zu verkünden. Als Ebenbild von Gott könnte der Mensch von seiner Empfängnis bis zu seinem Tod ihm ege Würd an einen unverfügbaren Egewert zu. Als ein menschlich Würd verbietet, über den ege mächtig zu verfügen, als sein Leben anzugreifen oder ihm das Leben zu holen. Gott allein als Schöpfer, Bewahrer, Vollender vom Leben. Zusammen Kirchen hecht auch gemeinsam Partei für das Leben zu ergreifen. Ich leider Guten, wie ich das paar Überlegungen über das menschliche Würde niedergeschrieben habe, als mir aber auch das Leid, wo viele Menschen an den Sinn kommen, Leid, das durch Vertreter von unserer Kirche verursacht gouf. Die letzten Jahre haben schrecklich Fehler, skandalös Verhaltensweisen und Tageslicht gebracht. Dafür soll klar gesagt gehen, all Form von Missbrauch als zu verurteilen, weil all Missbrauch stellt eine tiefgreifende Verletzung von der menschlichen Würde an der Persönlichkeit dar. An all diese Fälle stung nicht wohl vom Mattmensch am Vordergrund. Über diese Seelen gouf nicht gewahrt, mehr mit falscher, verstandener Autorität verfügt. Was Bedauern an dem Angestoßen von der Sündhaftigkeit von unserer Kirche an verschiedenen kirchlichen Vertreter musse mir beim Kardinal Walter Kasper demütig gestehen. Ohne Zweifel ist nicht alles, was die Kirche in ihrer empirischen Gestalt ist, auch Ausdruck des Evangeliums. Es gibt auch das Unchristliche und Antichristliche in der Kirche, welches nicht Zeugnis für das Evangelium, sondern Gegenzeugnis zum Evangelium ist. Zusammen Kirchsinn hecht für mich auch gemeinsam aufmerksam sein an alles menschenerdenkliches machen, für das so viele Fälle sich nicht mehr wiederholen. Pro animabus vestris. Die vielleicht das ist ein Satz mit einem heiligen Ausspruch, weil Responsabilität über einer überholen, aufpassen, dass kein Seel verloren geht, erfordert großen persönlichen Ersatz, bei dem wir ganz sehr Kinder abgehen,
weil mir eis der Aufgabe nicht gewusst fielen. An dem Fall ist es wichtig, sich darauf zu besinnen, dass wir als Christen nie lang durchstehen. Den Herrgott schenkt eis Kraft. Mit ihm und eiser Seite schaffe mir es. Darauf vertrauen ich voller Ganz. Ich hoffe, dir auch. Dem, der gemäß der Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erkennen. Ihm sei die Herrlichkeit in der Kirche und in Christus Jesus bis in alle Generationen für ewige Zeiten. Amen.
Am gemeinsamen Gebet wende mir also Christus, eisen Herr, an drohen him als Ulayes 4. Wir beten. Schenk deiner Kirch dei Geist, für dat sie sich an ihrem Handeln stets von deiner froher und befreiender Botschaft lede lässt. Christus heiereis. Steh de Völker ur dat Welt bei, dat sie Haser Streit überwannen, a gemeinsam Wehr zum Friede fannen. Christus heiereis. Christus heiereis. Lost Christen alle Guten, Partei für Leben ergreifen, an den Mund opmachen, wann menschlich Würd mat Feis getrüppelt gëtt. Christus heiereis. Christus heiereis. Hölleweis, dat mir an allem wat ma soen ermachen, d'Wuhl vum Matmensch am Blick hunn. Christus heiereis. Christus heiereis. Lauschte op d'Gebierder vun denen, die an diesen Deeg virtuell un eiser Oktav deelhuelen. Christus heiereis. Christus heiereis. Hol all onschuldig Affer vu Krich, Gewalt an Terror, an all eis Leifersturven ran an dei Reich. Christus heiereis. Christus heiereis. Herr Jesus Christus, guck voller Leif dabei's, dem mit dir am Vertrauen als Ulayes 4 gedroht hun. Wir frohen dich, erheier se an denger Gutheit der Barmherzigkeit, denst du liebst für Zeit an Ewigkeit. Amen. Regina Celi, Letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sacramentum, vene
de cielo prestitisti eis, alleluia. Omne delectamentum in se aventem, alleluia. Oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die können Sie nach ein Kehr lauschen heute Abend um 19 Uhr beziehungsweise um 23 Uhr Dock. Die ganze Oktav können Sie auch Livestream mitverfolgen auf den Seiten von katol.lu, rtl.lu, awort.lu. Zwischen den verschiedenen Zelebrationen ist die Kathedral auch immer offen für Einzelpilger. Zeigt also nicht, für einen Staat an als Kathedral bei Trächterin zu kommen. Für die die Möglichkeit nicht tun, meine ich auch das Wort darauf aufmerksam auf die Aktion «Ein Kerz bei der Trächterin», indem sie den Betrag für ein oder mehr Kerzen auf den Konto von der Kirchenfabrik von Notre Dame überweist, gehen an ihrer Intention die Kerzen bei der Trächterin gebrannt. Die Teiler hierfür fanden ihr auf katol.lu. Ich appelliere noch nach einmal um Ihre Generosität für einen Don für die Restauration von einer symphonischen Orgel an der Kathedral, die ja letzte Woche total ausgefallen ist und unbedingt muss erneuert und restauriert gehen. Ein grosses Merci am Voraus. Ich all weiterhin eine ganz schöne Oktavzeit. Und nun geben wir das Mikro zurück an das Studio.